Ich freue mich mega auf diesen heutigen Sonntag. Ich bin voller Erwartung, denn ich glaube und bin überzeugt, dass Gott gegenwärtig ist. Wir reden nicht nur über ihn heute Morgen, sondern wir werden ihn auch gemeinsam erleben heute. Die Namen Gottes, wir alle haben Vorstellungen über Gott. Vielleicht bist du christlich aufgewachsen, schon länger unterwegs, auch mit der Bibel und so weiter. Vielleicht bist du neu im Glauben, vielleicht bist du heute hier und du sagst, der christliche Glauben ist etwas, das ich am Entdecken bin. Wir alle haben aber gewisse Gedanken, Vorstellungen, wie Gott sein sollte. Und ich möchte dich herausfordern für diese Predigt, dein Gottesbild neu zu denken. Weil wir werden heute über einen Namen sprechen, der es in sich hat. Gott stellt sich als Jahwe Rapha vor im Alten Testament. Wir lesen gemeinsam 2. Mose 15, Vers 26. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Das Wort, das dort verwendet wird für dein Arzt, ist Rapha. Man könnte auch sagen, ich bin Jahwe Rapha. Das Wort Rapha bedeutet übersetzt auf Deutsch reparieren. Das kommt von einem Handwerker, der einen Stoff wieder zusammennäht, zusammenflickt. Rapha, heilen, vollständig machen, ganz machen. Gott stellt sich hier als jemanden vor, der Dinge wieder repariert, die kaputt gegangen sind. Gott stellt sich als Arzt vor, als Heiler, als jemand, der dich und mich wiederherstellen möchte. In der ganzen Bibel lesen wir von einem Gott, der der Schöpfer dieser Welt ist und der immer wieder Dinge wiederherstellt. Gott tut Wunder in der ganzen Bibel, Heilungswunder. Im Alten Testament unzählige Storys von Gott, wie er übernatürlich Menschen heilt. Es geht weiter im Neuen Testament. Gott heilt durch Jesus Christus Menschen am Laufband. Menschen, die blind waren, sehen wieder. Lahme gehen, Verkrüppelte stehen wieder auf. Taube und Stumme hören und sprechen wieder. Durch Jesus Christus geschehen ständig Wunder und dann hört es da nicht auf. Auch danach lesen wir, wie die Nachfolger von Jesus erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und sie für Kranke beten und diese werden gesund. Lesen wir ständig. Und ich möchte euch kurz mitnehmen, Jesus verheißt das seinen Nachfolgern, dass das möglich ist. In Markus 16, 17 bis 18 sagt Jesus, denen aber, die zum Glauben kommen, werden diese Zeichen folgen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen werden sie reden, Schlangen werden sie mit bloßen Händen aufheben und tödliches Gift, das sie trinken, wird ihnen nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Amen. Gott schenkt denen, sagt Jesus, die an ihn zum Glauben kommen, Zeichen, übernatürliche Sachen. Und eines davon sind Heilungen. Wenn seine Nachfolger ihre Hände auf Kranken erlegen, kann es sein, dass diese dann gesund werden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Liste liest. Aber ich bete lieber für jemanden, der krank ist, als dass ich von einer giftigen Schlange gebissen werde. Weil das Eigenrisiko ist beim Händeauflegen für einen Kranken viel geringer. Weil was ist, wenn es nicht passiert, oder? Was ist, wenn ich ein Gift trinke und dann trotzdem sterbe? Ist auch geschehen in der Kirchengeschichte, muss man dazu sagen, dass Leute das dann gemacht haben und gestorben sind. Was wir aber sehen im Neuen Testament, dass all diese Dinge, die hier aufgelistet sind, bei den Nachfolgern von Jesus funktioniert haben. Und auch heute noch tut Gott Wunder. Auch heute noch wirkt Jesus Wunder. Und jetzt Achtung,
es sind nicht wir, du und ich, die heilen können. Wir heilen niemanden. Es ist der Heilige Geist, der Gott ist in uns, der durch uns Menschen heilt. Es ist Jahwe Rapha, der heilt. Gott, der sich als Heiler, als Arzt vorstellt, heilt im Alten Testament, im Neuen durch Jesus Christus und dann durch seine Nachfolger, durch den Heiligen Geist, durch dich und mich. Amen. Und schau, dieser Gott ist heute hier. Jahwe Rapha ist heute in diesem Saal durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und er ist hier und wird sich heute offenbaren als Heiler. Und wir werden uns während dem Gottesdienst und danach Zeit nehmen, zu beten für Kranke. Wir haben ein Gebetsteam vor Ort, die gerne, wenn du möchtest, für dich beten, die Hände auflegen. Ich weiß, es sind viele Leute hier, wir haben ein Gebrechen, wir haben vielleicht eine Krankheit, etwas, das Heilung braucht. Und wir glauben gemeinsam, dass Gott heute Morgen heilen wird. Vor ungefähr einem Jahr oder 1,5 Jahren habe ich mit Gott gerungen. Ich habe ihm gesagt, im Gebet, Gott, ich möchte mehr Wunder sehen. Ich möchte sehen, wie durch das ICF Basel und durch das, was wir tun, mehr Menschen geheilt werden, dass dein Reich sichtbarer wird. Und ich habe Gott bestürmt. Ich habe gesagt, komm, du kannst das, warum tust du es nicht mehr und so weiter. An diesem Tag bin ich übers Areal gelaufen und wir hatten einen Hauswart, der für dieses Areal zuständig war, das war Manuel. Der war in seinen letzten Monaten, bevor er in seine Pension gegangen ist, war er noch hier. Und wir hatten immer Smalltalk mit ihm. Er ist ein ganz freundlicher Typ, kam ursprünglich aus Spanien. Und ich habe mir dann so gedacht, der Gedanke kam in meinen Sinn, hat eigentlich jemand mal mit ihm über Jesus geredet? Weil er ist hier Hauswart für das Areal zuständig, neben einer Kirche. Hat er eigentlich eine Ahnung, was wir hier tun, was wir glauben? Hat mal mit ihm jemand mehr als einfach nur Smalltalk gemacht? Weil das ist das, was wir immer getan haben mit ihm. Es war super, Smalltalk. Es gibt ja Leute, mit denen kannst du gut Smalltalk. Er war so einer. Bei ihm musst du immer schauen, dass du dann auch wieder zur Arbeit kommst, weil er gerne redet. Und an diesem Tag ging ich zu ihm, er war da etwas am Erledigen und ich habe gesagt, komm, jetzt nehme ich mir mal Zeit für ihn. Manuel, wie geht's dir und so weiter, erzähl mir mal. Und er hat mir erzählt, im Smalltalk ging es dann plötzlich in die Tiefe, hat mir erzählt, wie er vor 18 Jahren einen Autounfall hatte in Spanien, wo er sich verletzt hat an der Schulter im Rücken. Und seither leidet er an einem Tinnitus. Und in diesem Moment kommt bei mir so eine Stimme im Kopf hoch. Jetzt nicht akustisch oder so, aber ich habe wie gemerkt, wie Gott zu mir sagt, du hast für mehr Wunder und Zeichen gebetet. Wenn du jetzt nicht für ihn betest, musst du nie mehr bei mir stürmen. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich das jetzt nicht tue, bin ich der größte Pflock des Universums. Ich muss das jetzt tun. Da habe ich gesagt, Manuel, weißt du eigentlich, was das hier ist? Das ist eine Kirche. Und er sagt, ja, das weiß ich. Weil ich bin hier Pastor, ich arbeite hier. Und er schaut mich so an, was, du? Und ich sage, ja. Ich möchte dir einfach sagen, Gott liebt dich. Ja, ich weiß. Und Gott möchte dich berühren. Darf ich für dich beten, für deinen Rücken? Und für dein Tinnitus. Und er hat gesagt, er war ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Ja, und ich sage, aber jetzt, ich meine jetzt. Und er sagt, ja. Und dann habe ich meine Hände auf seinen Rücken gelegt. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, bitte. Habe ich gedacht. Gesagt habe ich, im Namen von Jesus, Rücken sei geheilt, Tinnitus gehe, im Namen von Jesus. Ich habe nichts gespürt. Es war ein reiner Gehorsamsschritt. Ich mache meine Augen auf und gucke ihn an. Er guckt mich mit großen Augen an und sagt, was war das? Es ging
er hatte einen spanischen Akzent, aber er hat gesagt, es ging eine Kraft von oben durch seinen Körper runter zu den Füßen und wieder hoch. Und ich so, was? Wirklich? Ich so, okay. Ja, und wie ist es mit dem Rücken und so? Ja, nein, es macht immer noch weh. Ich so, okay, cool. Dann bin ich hier in die Halle rein und wir hatten hier eine Räumaktion. Und ich habe mir gedacht, Gott, schön jetzt das mit dem Gefühl und so. Aber vielleicht waren das auch meine schwitzigen Hände, die bei ihm irgendwie eine Gänsehaut ausgelöst haben oder so. Das ist nicht das, oder? Und ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich dir ehrlich gesagt sagen. Und jetzt kein Witz. Ich war hier am Aufräumen. Eine Stunde später rennt Manuel in die Halle rein und sagt, was? Mein Rücken, die Schmerzen sind weg. Wann kann ich meine Frau bringen? Keine Witz. Und das war für mich so, wow, krass, Gott ist wirklich Jahwe Rapha. Und ich sage dir, wir haben unzählige Geschichten. Ich könnte jetzt den Rest dieser Predigt damit verbringen, dir Geschichten zu erzählen, wie Gott heilt, wenn wir für Menschen beten. Eine Frau, die sich hier hat taufen lassen, wurde mit einer unheilbaren Nervenkrankheit diagnostiziert, wurde durch Gebet komplett geheilt. Es gibt viele Geschichten, die wir erzählen könnten, aber ich werde das jetzt nicht tun, weil das ein wenig einseitig wäre. Weil, ich sage dir, ich habe für viele Menschen bereits gebetet und die wurden nicht geheilt. Diese Geschichten gibt es auch. Und es ist wichtig, dass wir in dieser Spannung, dass wir diese aufrichtig erhalten. Die Liste von Menschen, die nicht geheilt worden sind durch Gebet in meinem Leben, ist wahrscheinlich länger als diejenige Liste derjenigen Menschen, die Heilung erfahren haben. Ich kenne jemanden, der seit 10 Jahren psychische Probleme hat, seit 10 Jahren leidet und wir beten für die Person. Da wurden schon so viele Dinge ausprobiert und diese Person ist heute immer noch nicht gesund. Es geht eher schlechter und bergab. Und die Frage ist jetzt, warum ist das so? Warum, wenn doch Gott Jahwe Rapha ist, sich als Heiler und Arzt vorstellt, warum werden ein paar Menschen geheilt und ein paar nicht? Und das ist eine gute Frage und ich werde dir jetzt die Antwort darauf geben. Bist du bereit? Die Antwort lautet folgendermaßen: Ich verstehe es nicht. Ja, ich bin nicht Gott, du bist nicht Gott, er ist Gott und wir müssen das stehen lassen. Versteht ihr? Wir müssen nicht verstehen. Jesus hat uns nicht dazu beauftragt zu verstehen. Jesus hat uns beauftragt, für Kranke zu beten, ihnen die Hände aufzulegen. Das ist unser Job. Das Ergebnis liegt nicht in unserer Hand. Aber was in deiner Hand liegt, sind deine Hände. Und ich möchte dich herausfordern. Wenn du mehr Wunder sehen möchtest durch dein Leben, dann hat Gott dir 2 Dinge geschenkt. 1, 2. Nimm die Dinger, frage zuerst, ob du das darfst, die Hände auflegen, dann legst du die Hand drauf. Verstehst du? Und sagst, im Namen von Jesus sei geheilt. Es ist nicht schwierig, es braucht Mut, aber es geht sowieso nicht um dich bei dieser Geschichte, weil du bist nicht der Heiler, es ist Gottes Geist in dir, durch dich, der das tut. Ich sage dir nicht, dass jedes Mal, wenn du für jemanden betest, diese Person geheilt wird, aber wenn du es nie tust, wird auch niemand je geheilt. Verstehst du? Ich bin überzeugt, wenn wir das anfangen mehr zu tun, was Jesus uns hier gesagt hat, was wir tun sollen, diese Zeichen werden folgen. Es werden Menschen geheilt, wenn wir es tun.
Und diese Frage, warum geschieht es, warum nicht, wie ist Gott und warum macht es jetzt dort und dort nicht und was ist mit dem ganzen Leid, das sind viele Fragen, auf die ich keine Antwort habe und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand eine Antwort auf diese Fragen hat. Ich sage jetzt aber, was ich weiß und mit 100%iger Überzeugung sagen kann. Ich weiß eins, Gott heilt immer. Gott heilt immer. Entweder sofort oder später. Verstehst du? Gott heilt immer. Gott ist Jahwe Rapha. Gott heilt immer. Entweder sofort oder später. Drittens, durch Medizin. Und mir ist das wichtig zu betonen. Gott heilt auch durch Medizin. Es ist kein Widerspruch darin. Ich bin überzeugt, der wissenschaftliche Fortschritt, der medizinische Fortschritt ist ein Geschenk Gottes an die Menschheit, wie er heilt. Er ist Jahwe Rapha. Er ist der Oberarzt und er hat Unterärzte, die durch natürliche und übernatürliche Mittel heilen können. Gott heilt immer, entweder sofort, dann halt später, durch Medizin oder allerspätestens im Himmel. Ich bin überzeugt, dass alle Menschen, die zu Jesus gehören, im Himmel eines Tages geheilt werden. Jede Träne wird abgewischt, jedes Leiden wird beseitigt. Aber Gott ist ein Heiler. Gott ist Jahwe Rapha. Der Zeitpunkt liegt in seiner Hand. Und deine Hände hast du, oder? Das ist schon wichtig. Bete, aber ob es geschieht oder nicht, ist seine Sache. Unser Job ist es, gehorsam zu bleiben und zu glauben, dass Gott Jahwe Rapha ist. Amen? Amen. Ich möchte euch jetzt eine Person vorstellen hier auf der Bühne. Und diese Person hat einen langen Prozess hinter sich von Leid. Ein Prozess hinter sich der Verzweiflung, hat aber innere sowie äußere Heilung erlebt. Und ich möchte begrüßen, Florina Singer, komm doch auf die Bühne zu uns. Hallo. Das ist die Florina. Sie kommt ursprünglich aus dem ICF Basel-Land. Ja, So schön bist du heute hier. danke, dürfte ich kommen. So gut. Florina, wie alt bist du jetzt? Ich bin 13 Jahre alt. 13 Jahre alt. Florina, ich kenne sie schon seit 12 Jahren oder so. Ja. Also ich kenne dich seit klein auf. Ihr seid als Familie im ICF Basel-Land gewesen. Und als sie ganz klein war, hattest du immer schon Mühe mit dem Hörvermögen und man hat dich abgeklärt, was ist das und so weiter. Erzähl uns doch mal kurz deine Geschichte. Ich hatte von Geburt an schon Probleme mit dem Hören. Ich hatte auch Sprechprobleme und als ich 6 Jahre alt war, da haben wir herausgefunden, dass ich eine Krankheit habe, die heißt Wolfram-Leigh-Syndrom. Meine große Schwester hat die auch und diese Krankheit ist so selten, dass man fast nichts dazu sagen kann. Also eine genetische Krankheit, Wolfram-Leigh-Syndrom. Was bedeutet das? Diese Krankheit bedeutet, dass sich den Sehnerv und den Hörnerv immer weiter zurückbildet. Und es hat auch psychische Probleme, zum Beispiel wie Depressionen, Schlafprobleme und auch somit kritisch bei Zuckerkrankheit. Ja. Also, das ist ein Syndrom, man kann nichts dagegen tun. Und der Sehnerv bilden sich stetig zurück und die Prognose ist eigentlich, dass du komplett blind wirst Ja. und taub. Ja.
Und wie viel Prozent hast du damals noch gesehen und gehört? Ich habe 10% gesehen und 30% gehört. Wow. Und als ich das gehört habe, das Diagnose, da verzweifelst du. Ich kann mir ehrlich gesagt wirklich fast nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn du erblindest und nicht mehr hörst. Und auch wenn die Diagnose oder die Prognose ist, ja, man kann eigentlich nichts machen. Und gleichzeitig ist noch die Ehe auseinandergebrochen, deiner Eltern. Ja. Und das war so ein Moment für uns als ICF Basel-Land und für mich als Pastor, wo du verzweifelst. Du betest, du hoffst, du glaubst und es kommt ein Schicksalsschlag nach dem anderen und du denkst einfach so, das kann es jetzt nicht sein. 10% nur noch gesehen, Ja. 30% nur noch gehört. Und das hat ja dann auch wirklich auf deine Psyche geschlagen, oder? Ja. Aber, ja, erzähl. Also als ich von meinen Eltern mitbekommen habe, dass ich eine Krankheit habe, da war ich ja 6 Jahre alt und da realisierte ich es ja noch nicht. Weil du so klein ja, warst, oder? Ja. Und ich dachte, ja, jetzt ist es halt so. Aber ich gehörte dann schon nicht immer dazu in so Gruppen und so. Also ich war immer die so ausgeschlossen wurde. Auch jetzt noch, ich gehöre nicht überall dazu. Oder bin halt die an Ecken so alleine ist. Oder bei Gruppenarbeiten immer die ist, die am Schluss kommt. Und das tut schon weh und man verzweifelt dann in diesem Moment und man denkt so, oh, warum jetzt schon wieder? Ich möchte einfach weinen. Aber in dem Moment, da versuche ich daran zu denken, dass ich einen Jesus habe, der ist mein bester Freund und der wird auch mein bester Freund bleiben. Egal was passiert, egal wie es mir geht, egal was ich gemacht habe, er ist einfach immer hier und ich nehme meine rechte Hand. Und ich bin nicht alleine. Und wie viel Prozent siehst du jetzt und wie viel hörst du jetzt? Ich sehe 80% und höre 75%. Ja. Ja. Und niemand weiß warum, oder? Ja. Und du musstest dann auch auf eine spezielle Schule, oder? Hast die Gebärdensprache gelernt, auf ein Internat, oder? Ja, ich war auf vielen Sonderschulen. Ich habe oft gewechselt, weil es in keiner Schule für mich perfekt war. Entweder Stress und dann bin ich körperlich krank geworden die ganze Zeit oder ich bin zu unterfordert. Und dann, das hat dir wirklich auch auf die Psyche geschlagen und vor dem Herbstcamp in diesem Jahr ging es dir ziemlich schlecht, aber Ja. es ging dir schlecht, aber dann ist was geschehen im Herbstcamp. Erzähl uns doch, was da geschehen ist. Ich hatte vor dem Herbstcamp eine Depression. Wenn man mich fragte, bist du depressiv, sagte ich nein, weil ich wollte es nicht zugeben. Und ich wollte es mir nicht mal, ich wollte es nicht mal akzeptieren. Und ich war so verzweifelt. Also ihr müsst euch vorstellen, ich war oben an einer Leiter, aber bin dann immer wie weiter nach unten gefallen, dass ich schließlich dann ganz unten war, in einem Loch von Dunkelheit gefangen. Und ich hatte keine Hoffnung mehr. Ich hatte die Gedanken von Selbstmord. Ich wollte nicht mehr hier sein. Ich war auch wütend auf Gott, warum er das gemacht hat. Warum hat er mich auf die Welt gemacht? Aber da habe ich dann erfahren, dass es im Herbstcamp eine Taufe gibt, wie jedes Jahr. Und ich interessierte mich sehr für das. Aber ich wusste ja, ich kann nicht auf eine dumme Idee kommen und jetzt mich taufen lassen, obwohl ich nicht leben möchte. Ich habe auch mit vielen Menschen im Herbstcamp gesprochen und Gespräche gehabt, da ich dann schließlich beim letzten Gespräch mir sicher war, dass ich auf mich hören muss und dass ich mich taufen lasse. Und dann war es soweit. Ich war am Strandufer und ich sah zu, wie jeder nach dem anderen sich taufen lässt und sich für Gott entscheidet. Und ich hatte so ein Gefühl, ich hatte so eine Aufregung wie nie zuvor. Ich kann das nicht erklären. Es war Angst, aber auch frei, also Freiheit. Und als ich meinen Namen hörte, dass ich nach vorne gehen konnte, da schüttete es alles, also den ganzen Schmerz, das ganze
Leiden, die ganzen Tränen von mir, die waren dann einfach so wie vergessen. Und mir war einfach wichtig, dass ich jetzt mich für Gott entscheide, ein neues Leben anfange und eine neue Florina anfange. Und als ich unter Wasser war, habe ich geschreit und die Dunkelheit war um mich, bis schließlich ein Blitz in die Dunkelheit blitzte und Unter Wasser war das. ja. Und dann sagte eine Stimme zu mir, Florina, ich bin stolz, hast du es gemacht, ich liebe dich. Und dann bin ich wieder hochgekommen und dann war alles neu. Also nicht die Welt war neu, sondern ich in mir war neu. Mein Leben ist neu. Ich hatte mein altes Leben zurückgelassen, eine neue Florina angefangen. Zwar mit Jesus, der für uns ans Kreuz gegangen ist, damit wir frei sind. Der hat mich geheilt. Also dann, ja. Amen. Also unter Wasser war wie so ein heller Blitz, Ja. ein Licht und da kam es hoch und die ganze Dunkelheit, die innere, war weg. So, oder? Ja. Und es ist krass, also ihr müsst mal, wenn ihr Zeit habt, mit Florina sprechen, weil sie erlebt viele Dinge mit Gott. Man ist fast ein bisschen neidisch, weil sie hat immer wieder Visionen von Jesus, wo sie Jesus sieht, also wirklich plötzlich taucht er auf. Und ich finde, es ist so interessant, weil jemand, der die Diagnose hatte, mit den physischen Augen nichts mehr zu sehen oder zu hören, hört jetzt im Geistlichen plötzlich und sieht Dinge. Und ich möchte, dass du eine Story mit uns erzählst, weil die ist wirklich genial. Du hattest einen Traum. Aber erzähl uns kurz, wie es dazu gekommen ist und was da geschehen ist. Ich nenne meinen Stiefvater Pops. Er wohnt in Bern. Er arbeitet in Bern und übernachtet manchmal dort, weil es oft sehr lange dauert, bis er zu Hause ist. Und er hat einen Mitarbeiter, dessen Frau Krebs hatte. Und die hatten sehr lange gebraucht, bis sie endlich ein Kind bekamen, die auch Florina heißt und sie ist 2 Jahre alt. Und als ich erfahrte, dass diese Frau, also diese junge Mutter, Krebs hatte, da schockierte ich, also ich war so wie erstarrt, also ich dachte so, also ja, warum muss das jetzt sein, das geht doch nicht, die hat es doch nicht verdient. Ich habe oft gebetet, ich habe auch geweint, weil ich fand es einfach so unfair. Ich kannte diese Frau ja nicht persönlich, aber mit mir hat das was gemacht und ich fand das einfach so unfair. Und 3 Wochen etwas später, da fragte ich Papst nochmal, wie das jetzt genau so ist. Und er hat gesagt, es geht ihr schlechter, also ist es im Krankenhaus und so. Und dann war es Zeit, für ins Bett zu gehen. Ich schlaf ein und da träumte ich, wie ein Blitzstrahl durch ein Zimmer gegangen ist. Und ich sah nichts außer die Helligkeit. Aber dann später stand ich im Zimmer. Ich sah Jesus auf dem Boden vor dem Bett, bei der Bettkante und kniete vor die Frau hin. Und er gab mir ein Zeichen, dass ich auch zu ihm gehen soll und das Gleiche machen soll. Also ging ich zu ihm und kniete vor die Bettkante hin und wir beteten für diese Frau, dass sie geheilt wird. Und als wir beteten, da spürte ich so eine Wärme, so eine Freiheit, so eine Heilung, die er gerade der Frau gibt. Also wir haben in diesem Moment die Frau geheilt, in dem Traum. Und als wir fertig waren, da verabschiedete er sich von mir und gab mir einen Kuss auf die Stirn und sagte, das war jetzt deine Chance. Und dann verschwand alles und dann hat mein Wecker geklingelt und es war wieder morgen. Und ich bin so ganz normal runtergelaufen, habe das halt erzählt meiner Mama. Und 2 Tage später ist Paps wieder von der Arbeit zurückgekommen und er hat gesagt, dass sie nichts mehr hat, also dass die Ärzte und sie falsch, also dass sie keinen Krebs hatte, sondern dass es einfach weg ist. Und jetzt paar Monate später fragte ich ihn, ja, wie geht's ihr?
Und er hat gesagt, ist ja kein Problem mehr. Also sie ist geheilt. Sehr schön. Wow, das ist so fantastisch. Vielleicht noch, gib uns, wenn du uns etwas mitgeben möchtest, darfst du jetzt das sagen. Mir ist wichtig, dass man in der Notlage oder wenn man gerade nicht mehr weiter weiß, dass man weiß, dass Gott oder Jesus immer heilt. Dass er immer bei dieser Person ist und egal, wenn er jetzt vielleicht nicht heute heilt, morgen, er wird immer heilen, spätestens im Himmel, aber er wird immer heilen. Come on. Jede Person auf dieser Welt. Amen. Ja. Vielen Dank, Florina. Gebt ihr doch einen herzlichen Applaus. Danke. Wow. Vor 12 Jahren oder 10 Jahren kam die Diagnose. Und du verzweifelst und weißt nicht mehr weiter. Und vor ein paar Monaten, Wochen kommt sie auf mich zu, Matthias, ich möchte dir gerne eine Geschichte erzählen. Ich möchte erzählen, was im Herbstcamp geschehen ist. Ich dachte, die Church muss das hören. Weil Gott ist Jahwe Rapha. Gott heilt. Gott ist ein Arzt. Gott ist ein Heiler. Und wir werden jetzt beten für deine Krankheit, für dein Gebrechen. Das Gebetsteam wird für dich bereit sein. Ich möchte jetzt aber zum Schluss, die letzten paar Minuten, noch über einen letzten Punkt sprechen. Die Bibel sagt immer, dass Wunder und Zeichen geschehen sind. Und Jesus sagt, folgende Zeichen werden jenen folgen, die zu mir, an Glauben zu mich gekommen sind. Das heißt, Wunder sind oft Zeichen für eine wichtigere Realität. Ich verstehe nicht, warum Gott manchmal heilt und warum er sich manchmal Zeit lässt. Was ich aber weiß, ist, dass er oft durch seine Wunder und Heilungen Zeichen setzt, um auf etwas Wichtigeres hinzuweisen. Ich möchte zum Schluss euch mitnehmen in eine letzte Geschichte von einer Heilung von Jesus. Es ist dieser Mann, der gelähmt war und von seinen 4 Freunden zu Jesus getragen wird. Jesus war bekannt für seine Wunder und Zeichen, hat gepredigt, aber die Leute sind zu ihm geströmt, weil sie durch ihn geheilt worden sind. Und die 4 Freunde trugen diesen gelähmten Mann zu Jesus hin, weil er selbst nicht gehen konnte. Und er war in einem Haus und sie haben das Dach abgedeckt und ihn auf diese Matte vor die Füße Jesu runtergelassen. Ich möchte euch lesen jetzt, was Jesus sagt zu diesem Mann und zu den Leuten. In Markus 2, Vers 9 bis 12. Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Bahre und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sagt er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Und der stand auf, nahm sogleich die Bahre und ging vor alle Augen hinaus. Und alle waren fassungslos und priesen Gott und sagten, nie haben wir so etwas gesehen. Vielleicht kannst du noch mal die Folie vorher einblenden, eine Folie vorher. Jesus fragt, was ist leichter? Was ist einfacher zu sagen? Zu einem Gelähmten, steh auf und geh umher? Oder deine Sünden sind dir vergeben. Ja, was ist einfacher? Was ist leichter zu sagen? Die Sünden sind dir vergeben, ist viel leichter zu sagen, weil der Effekt davon ist unsichtbar. Verstehst du? Das kann jeder sagen. Aber ob das wirklich geschehen ist oder nicht, siehst du nicht. Ob dir deine Schuld vergeben ist, die zwischen dir und Gott steht, sieht niemand. Das ist eine unsichtbare Realität. Aber Jesus sagt, damit ihr wisst, dass ich die Vollmacht habe, Sünden und Schuld zu vergeben, wird dieser Mann jetzt geheilt. Was ist wichtiger, deine Vergebung, deine Schuld oder die Heilung deiner Krankheit? Die Vergebung deiner Schuld ist 100 Millionen Mal wichtiger.
Weil was nützt es dir, wenn du geheilt wirst, aber du hast deine Schuld, die zwischen dir und Gott steht, nicht vergeben? Verstehst du? Jeder, der geheilt wird, stirbt trotzdem einmal. Lazarus wurde von den Toten auferweckt, starb trotzdem wieder. Versteht ihr? Heilungen sind oft Zeichen für eine wichtigere Sache. Und ich möchte dich jetzt fragen heute, hast du Vergebung für deine Schuld? Die Bibel sagt, wir sind alles Sünder, wir sind alle fehlerhafte Menschen. Wir alle übertreten ständig die Gebote, die Gott uns gegeben hat. Und die Bibel sagt, jeder Mensch braucht Vergebung für diese Schuld, um versöhnt zu werden mit Gott, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, um mit ihm in die Ewigkeit zu gehen. Jeder Mensch braucht das. Und meine Frage ist an dich, hast du diese Vergebung deiner Schuld bereits empfangen? Vor 2000 Jahren wurde Gott selbst Mensch in Jesus Christus, ging ans Kreuz und starb an diesem Kreuz, stellvertretend für dich und mich, für jeden Menschen, damit Vergebung und Versöhnung zwischen Gott und Mensch möglich wird. Und Jesus sagt, jeder, der an mich glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, wird Vergebung der Schuld empfangen. Die Frage ist, nimmst du dieses Geschenk an oder nicht? Mir war es so wichtig, diesen Punkt zu betonen, weil du kannst heute hier reinkommen, geheilt werden, rausgehen, aber hast keine Vergebung. Und dann bringt es dir nichts. Also nicht nichts, aber nicht viel. Weil irgendwann wirst du wieder krank und stirbst trotzdem. Wenn du heute hier bist und du merkst, ich brauche Vergebung für meine Schuld, und du hast dieses Werk von Jesus am Kreuz noch nie bewusst angenommen, dieses Geschenk, dann darfst du heute das annehmen. Zum ersten Mal.